Wenn du einen Platz siehst und den virtuell eigentlich schon umbaust und veränderst und ein fertiges Bild siehst, es ist schwer zu beschreiben. Passiert natürlich im Kopf und im Bauch, würde ich sagen, Seele. Als Willi Emmer zum ersten Mal dieses Gelände betrat, wusste er sofort, dass er hier richtig ist. Das war der Ort, an dem er seinen Traum von einem Klettercamp verwirklichen konnte. Ich habe dieses Gesamtkonzept eben gesehen und habe gesagt, das wird gut. Für mich gut. Nicht perfekt, aber es wird gut. Ein Haus mit einem Felsen im Herzen der fränkischen Schweiz. So hatte Willi sich das vorgestellt. Was er nur erahnen konnte, wie es hinter diesem damals ziemlich runtergekommenen Haus weitergeht. Eingewachsen war hier alles, wegloses Gelände. Vom betagten Vorbesitzer unbetretenes Terrain. Also am Anfang habe ich natürlich nur den Fels direkt am Haus gesehen und war glücklich und zufrieden und dachte, passt alles, wunderbar. Und dann habe ich natürlich das Gelände erkundet. Das war für mich wie, als wenn ich ein kleines Kind wäre und Schatzsuche mache. Überall entdeckten wir dann kleine Felsen. Die Schwierigkeit war aber, dass es teilweise sehr verwachsen war, teilweise sehr brüchig ausgesehen hat. Und die Vorstellung war am Anfang so, dass man hier ungefähr 30 Routen einbohren kann. Und nach mit viel Arbeit hat sich dann der Klettergarten entwickelt, dass wir jetzt mittlerweile über 100 Routen hier auf dem Gelände haben. Von kinderleicht bis zu Routen im Schwierigkeitsgrad 10 plus 11 minus. Für Jugendgruppen und für Leistungskader. Die Vielfalt ist hier groß. Ist das der richtige Platz hier, ja? Das ist ein Traum und wir haben ganz lang gesagt, das ist was, wo man sich nicht dran gewöhnt. Also wir haben jetzt 9. Saison heuer, glaube ich. 2013 haben wir eröffnet und vorher 1-2 Jahre renoviert. Und trotzdem Jahr für Jahr haben wir gesagt, das ist ein Wahnsinn. Ja. Das ist ein Ort, wo man sagt, man ist in der Natur und das gehört einem nicht. Ja. Wir haben gesagt, wir sind steinreich, ja, reich an Stein. Aber man ist irgendwie zu Gast und man gewöhnt sich nicht dran, an so einem Ort zu wohnen. In diesem Frühjahr war natürlich alles anders. Die kleinen Holzhütten im Wald waren unbewohnt, die Familie war unter sich. Jetzt freuen sich Willi und seine Frau Ulrike wieder auf die Gäste. Für mich ist es eben ganz wichtig, hier nicht das für mich alleine in Beschlag zu nehmen und zu sagen, ich mache hier einen Zaun drumherum und das ist jetzt mein Gelände und mein Punkt hier, sondern ich möchte gerne Leute mit aufs Gelände bringen, um hier so eine Art Kraftplatz zu haben und dass die Leute hier entweder runterfahren können, sich auf sich selber konzentrieren können oder Leistungssport machen. Also ein Stützpunkt einfach. Da kommt sie wieder. Hey, die Bäume sind in der Luft. Ja, Schaukel hängt dran, ja. Kannst du mal von da probieren? Startrampe. Jawohl. Und los! Hab dich, Baum. Hab dich, Stein. Hab dich, Ronja. Die Fränkische ist Willis Wahlheimat. Hier ist er hängen geblieben, weil er hier genau die Landschaft findet, in der er seine Leidenschaft leben kann. Aber auch die Menschen liegen ihm. Sie sind meistens eher so zurückhaltend, wirken für Außenstehende oft so, als wenn sie unnahbar wären. Wenn man aber einen Schritt auf sie zugeht, dann sind sie sehr, sehr herzlich. Bevor Willi hierher gezogen ist und in Tüchersfeld seine Intensivstation gegründet hat, war er schon viele Jahre Dauergast in der Fränkischen. Damals lebte er in Landshut und hatte einen vollkommen anderen Arbeitsalltag, und zwar als Pfleger in einer richtigen Intensivstation. Ich war in der Klinik, hatte 24 Stunden Bereitschaftsdienst, kam raus, dann stand der Bus vor der Tür, mein schöner geliebter VW-Bus. Und die Koffer waren gepackt und wir sind, sobald wir irgendwie freie Minuten hatten, dann sofort von der Klinik aus teilweise hier ins nördliche Frankenjura gefahren zum Klettern. Wochenende um Wochenende pilgerte Willi an diese Felsen. Damals mit seiner ersten Frau und seiner Tochter, die inzwischen erwachsen ist.
Die Kletterszene war zu dieser Zeit überschaubar und der Campingplatz bei der Oma Eichler für Kletterer die erste Anlaufstelle. Auch für Willi. Mein kleiner Freund, das ist ja wunderbar. Ne? Das freut mich, dass ihr da seid heute. Dass wir heute bei so einem schönen Wetter uns mal sehen können. Die Oma war damals nicht Martha, sondern deren Mutter. Ansonsten hat sich hier nicht viel verändert. Also ich kann mich noch super erinnern, man ist ja so hier mit dem Bus reingefahren, da hat man schon immer einen Einweiser gehabt, ne, wo man parken kann. Und das erste war immer dann über den Zeltplatz gehen und gucken, wer alles da ist. Weil man hat fast jeden gekannt, der klettert. Und da hat man erst mal Hallo gesagt überall. Ne? Aufnahmen aus dem Archiv. Seit Jahrzehnten ist die Oma Eichler der Treffpunkt für Kletterer aus der ganzen Welt. Wir sind eine große Familie. Und die Kletterer schätzen wir. Es ist auch schön, wenn die jungen Leute hier am Telefon daheim anrufen oder Freunde und sagen, ach ja, wir sind bei der Oma. Also sie brauchen gar nicht sagen, wo sie sind. Das ist ein Begriff mittlerweile und das ist schon immer recht angenehm zu hören, dass sie sich irgendwie auch heimisch und wohl fühlen. Viel gibt es hier nicht. Aber vielleicht ist es genau das, was diesen Ort so anziehend macht. Habt ihr noch diesen Rasenmäher-Traktor, wo ihr früher rumgefahren seid? Der Oma in Mercedes. Ja, genau. Da ist er ja am liebsten mitgefahren, mit dem ist er sogar mal in die Kirche gefahren. Und da war ein Licht dran, hat gesagt, was wollt ihr denn? Und ist nach 100 Lubach in die Kirche mitgefahren, abends in die Abendmesse. Erfrischender fränkischer Pragmatismus. Den schätzt auch die heimische Kletterszene. Kurt Albert war hier oft. Der Kurt war so oft da, vom Zehnerstein her, hat pressiert, rein auf die Toilette, man hat wie immer Schinkenbrot hat er dann halt gekriegt mit einer großen Gurke oder 2. Ja, Hunger hat er immer gut gehabt. Ja, uns hat immer pressiert. 10 Jahre ist es inzwischen her, dass Kurt Albert verunglückt ist. Hier in der Fränkischen. Ich bin oben! Schönen Ausblick für 10 Sekunden und dann geht's weiter. Also gut, hast mich überzeugt. Ausgetrocknet. Gehen wir Zur Eichler, oder? zur Eichlerin, ja. Da habe ich schon geschluckt, dass das passiert ist. Ne? Das war nicht so einfach, aber ich glaube, der ist gut aufgehoben. Der lacht manchmal ganz schön frech runter zu uns, wenn es regnet und die Kletterer sitzen da rum. Weiß nicht, was er sich da dabei denkt. Der ist gut aufgehoben. Willi, komm, heute lassen wir es uns gut gehen, okay? Ja. Fühlst das Bild? Martha ist wie eine richtige Oma. Sie klettert nicht, sie kümmert sich. Und sie kann backen. Es ist für gleich gesehen, keinen Rhabarberkuchen mögen, haben wir einen guten Himbeerkuchen. Die Himbeeren sind aus meinem Garten. Das dauert Weißt du, was zweites auch Mal. wirklich lecker ist bei dir? Dein Kaffee ist ein Kaffee und nicht irgend so ein Muckifuck, weißt du? Ja. Hast du ihn schon probiert? Ich Jetzt. kenne ihn immer noch und ich rieche ihn und ich kann mich sofort daran erinnern. Du fährst daher und sagst, ich bin da. Komm an, weißt du, und ankommen ist das einfach. Und das spüre ich heute noch, obwohl ich jetzt selber hier lebe. Es ist so, ich sage, das passt. Wir haben eine andere Beziehung zu unseren Gästen. Das sind nicht einfach Gäste, das sind Gäste, persönliche Gäste fast. Jetzt nicht Touristen, die man da jetzt nur bedient. Das ist von Zelt zu Zelt. Wir haben auch keine Zeltnummern. Die Buddhisten. Das sind eben alle dann die Berliner und da sind dann eben die Hamburger und die Münchner und die Landshuter. Und dann hat man so eine Leitfigur, den Willi von den Landshutern. Das ist so, der am meisten so mit da war. So kam es, dass eine Freundschaft daraus wurde. Denn Martha kann nicht nur faszinierend erzählen, sondern auch zuhören, wenn es drauf ankommt. Ihre Art, mit ihren Gästen umzugehen, ist für Willi ein Vorbild. Auch in seiner Intensivstation will er, dass sich die Gäste zu Hause fühlen. Viele denken natürlich, der Willi war Anästhesie- und Intensivpfleger und daher kommt der Name Intensivstation. Das stimmt nur zu 10%. 90% ist für mich das Motto intensiv leben. Intensives Naturerleben, intensives Erholen, intensives Sport betreiben.
Ja, das ist die wahre Philosophie der Intensivstation. Tiefe. Ich suche nach Tiefe. Aber Apfelschorle ist doch auch lecker, oder? Ein bisschen Angst hatte ich schon. Und es gab tatsächlich so eine Sparsau, da wo ein Geld drin war, wo ich mir gedacht habe, wenn ich mal totales Essen verhau, sage ich zu allen Gästen, wir gehen in die nächste Kneipe, ins nächste Wirtshaus und ich zahle dann die Zeche. Das war so ein bisschen die Sicherheit, wo ich mir gegeben habe. Kann aber sagen, ich habe die Sau nie gebraucht, also das Geld gibt es immer noch. Und bei der ersten Gruppe war es wirklich so, das war eine Jugendgruppe und die haben sehr viel Hunger gehabt und ich habe das echt unterschätzt. Ne? Ja, dann haben wir halt einfach noch schnelle Nudeln gemacht, gell? Aber es war dann schon ein bisschen stressig für mich beim ersten Mal. Ortswechsel. Moritz Welt und sein Freund Kilian Kürzinger sind auf dem Weg zum Schneiderloch, einem Fels gegenüber der Burg Rabenstein. Wie unterschiedlich man doch einen Sonntag in der Fränkischen genießen kann. Moritz ist 19 und einer der Besten in der fränkischen Kletterszene. Zurzeit beschäftigt ihn eine Tour, die er schon letztes Jahr in Angriff genommen hatte. Die Tour zu probieren war für mich eigentlich recht naheliegend, weil das einfach eine der schwersten Touren in Franken ist und auch eine der berühmtesten. Die hat Markus Bock, also einer der bekanntesten Erstbegeher hier in Franken, erschlossen. 2006 hat er die geklettert. Und damals war das die schwerste Tour in Franken und daher hat er die Corona genannt. Weil Corona heißt halt auf Spanisch Krone. Und ich denke mal, er meinte, dass das so ein bisschen der fränkischen Schweiz die Krone aufsetzt. Ein skurriler Bezug zur aktuellen Zeitgeschichte. Das war natürlich mit ein Auslöser jetzt die Corona-Zeit, dass ich wieder auf die Idee gekommen bin, das nochmal ernsthaft anzugreifen. Auch wenn es jetzt vielleicht eher so ein makaberer Zufall ist. Wenn man was in der Schwierigkeit probiert, dann kann man nicht einfach hergehen und sagen, ich kletter die Tour heute, sondern man muss sich da so ein bisschen ranarbeiten. Letztes Mal habe ich ungefähr ab dem 4. Haken gestartet und bin von da rausgeklettert. Da ist einer der schwersten Züge. Und heute will ich halt versuchen, einen Zug tiefer zu starten und von dort aus rauszuklettern. Bis ich halt irgendwann mich immer weiter nach unten arbeite und dann halt schlussendlich halt einfach vom Boden aus bis ganz oben rauskomme. Seit die Tour vor 14 Jahren erst begangen wurde, haben sie gerade mal 6 Menschen geklettert. Schwierigkeitsgrad 11+. Nach wie vor eine der schwersten Touren in Franken. Das ist echt eine extrem schöne Tour. Also ich finde die Kletterei ziemlich ansprechend. Das ist sehr technische Kletterei. Sehr kleingriffig, kommt mir auch ziemlich entgegen. Also ich mag gern, wenn die Routen richtig kleine Griffe haben. Man will halt was machen, was halt für die Ewigkeit dasteht einfach. Und nicht an der Wand, an der künstlichen Wand irgendwas klettern, was 2 Stunden später wieder weggeschraubt wird. Das ist einfach was anderes. Wenn du jetzt hier in Franken eine Tour kletterst, dann wird die auch in 100 Jahren noch genauso dastehen. Naturerlebnis im Großen wie im Kleinen. Das spielt in der Fränkischen und in Willis Intensivstation eine wichtige Rolle. Sebastian Schwertner und seine Frau Debbie sind zu Besuch. Sebastian ist Autor von Kletterführern in der Fränkischen und kann sich noch gut daran erinnern, als er zum ersten Mal hier auf dem Gelände war. Ich war erstaunt. Man hat von der Straße aus gesehen den freistehenden Turm vorne, aber das ist alles Privatgrundstück, es ist mitten im Ort. Das ist nicht was, wo du einfach hingehen kannst als Kletterer und einfach auf dem Privatgrundstück klettern kannst. Wie viele Touren gibt es jetzt hier? 130, 140? Das gibt es, glaube ich, nicht, kein zweites mehr. Und da hier rüben habe ich jetzt die Felsnadel extra noch eingebohrt. Nur für Kinder, damit die das Vorsteigen einmal üben können. Das ist aber nett, oder? Das schaut nicht wie kindermäßig aus. Doch, das und da kannst du einmal rundum gehen. Ah, da weiter rechts. Jetzt sehe ich das. Okay. Ja. Da muss ich ja noch einen neuen Felsen reinzeichnen. Was ist das hoch? 7 Meter?
Ja, hätte ich gesagt, schon. Sehe ich hier unten ein Band, dann haben wir hier so einen Sockel, da ist ein Durchgang, hier den Rand, dann habe ich da den ersten Haken, da den zweiten Haken, da den dritten. Am wichtigsten ist mir, dass die Proportionen stimmen, Höhe zu Breite, wie die Haken sind, dass ich die Felsstruktur drin habe. Man sieht, ob es steil ist, ob es geneigt ist, ob der Fels wie hier gebändert ist. Und natürlich, keine Ahnung. Dass man den Einstieg findet, ist das Wichtigste. Zustieg, Ja. Zustieg findet. Ja, genau. Dass man weiß, welche Route was ist, dass man in die richtige einsteigt. Ja. Ich war damals in der Uni, hatte neben dem Studium ein bisschen Zeit. Ich habe angefangen, die neuen Felsen einfach in einem Zeichenprogramm abzuzeichnen und halt Verleger zu schicken. Der fand das nicht schlecht, hat gemeint, mach doch einen Kletterführer draus. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, Mist, es gibt ja richtig viele Felsen in der Fränkischen. Das wird richtig Arbeit. Sebastians Führer ist mittlerweile in der 12. Auflage erschienen. Nicht mehr so häufig, aber doch immer wieder werden auch neue Felsen und Routen erschlossen. Allerdings nur dann, wenn es die strengen Naturschutzauflagen gestatten. Komm, jawohl. Also ich versuche alle Routen bis zu dem Grad, wo ich klettern kann, einfach entweder selber zu klettern oder die Leute genau zu befragen. Was hast du da gemacht, wie schwer ist das, was erwartet die Leute. Ich versuche auch zu jeder Tour rauszufinden, wer hat zuerst begangen. Ich finde, das gehört zur Geschichte einfach dazu. Diese Route ist ein Projekt von Sebastian. Wenn er sie durchstiegen hat, steht sein Name als Erstbegeher im Kletterführer. Schöne neue Erstbegehungen zu machen, das ist für mich ein großer Reiz beim Klettern. Das ist einfach was Neues zu machen und nicht einfach ausgetretene Wege danach zu gehen, was andere auch schon gemacht haben. Neuland zu entdecken, das fasziniert auch die Jungen. Also am meisten respektiere ich das einfach, wenn man irgendwo die Vision hat, irgendwie so ein Stück Fels sieht und denkt, da ist noch eine Linie, da seile ich mich jetzt ab, da putze ich die Griffe und bohre die Haken selbst und das ist einfach das Beste, finde ich. Moritz hat letztes Jahr sein Abi gemacht und sich dieses Jahr freigenommen, um zu reisen. Stattdessen Corona-Zeit im doppelten Sinn. Ich habe ja mit die besten Felsen einfach vor der Haustür stehen, so deswegen kann ich jetzt halt auch einfach mal eine Zeit lang daheim verbringen und hier klettern gehen. Ich bin hier einfach echt gern, ich fühle mich hier wohl. Ja, also ich ziehe von dem Loch hier auf dieses kleine Loch, dann steige ich rechts hoch, gehe auf dieses kleine Loch hier, verlängere nochmal an den Seitgriff und dann ist es einmal ziemlich schwer hier umzusteigen und dann ziehe ich mit links auf diese kleine Leiste. Das ist der schwerste Zug, würde ich sagen. In kein Projekt hat Moritz bisher so viel Zeit investiert wie in diese Route. Und obwohl es nur die Wiederholung einer Tour und keine Erstbegehung ist, er ist hoch motiviert. Geil, das war der beste Versuch bisher. Ich mache schon immer kleine Fortschritte auf jeden Fall. Ja, ich hoffe mal, dass ich vielleicht in ein paar Wochen dann auch richtige Versuche geben kann und dann noch knapp dran bin, die Tour zu klettern. Ob Klettern an der Grenze des Möglichen oder pure Genusskletterei, die Fränkische ist facettenreich. Und die Menschen hier auch. Bewegung, Natur, sich verbinden mit der Natur, hört sich immer ein bisschen hart an, ich weiß schon, aber für mich ist es wirklich das im Moment. Sich zu erden und mit der Natur zu leben, zu verbinden, den Fels zu spüren, die Luft zu spüren, wenn man an einer Kante klettert oder so. Ja, das ist für mich Leben, intensives Leben wieder.